Buongiorno, bonjour, buondì, guten Tag, good morning. Es ist am Morgen, früh. Schafft noch niemand in den Büros. Ich fange jetzt dann an mit einem Musikmix, muss noch einen fertig machen heute. Ja, und ich nehme wahr, gell, was ihr da draussen macht. Ich bin da für mich jetzt eigentlich im stillen Kämmerchen, kann man so sagen. Und sehe euch da draussen. Ich habe das Gefühl, ihr seid im Widerstand, gell? Ich habe das Gefühl, ihr müsst jetzt die Schweiz retten, gell? Ich habe das Gefühl, ich könnte da irgendetwas machen mit... Ja, wenn wir dann schauen, dass wir da wieder die Verfassung haben, dann stehen wir dann schon da. Ist ja alles gut und recht. Wo liegt denn das Problem? Das Problem ist, schlussendlich, wenn man die ganze Sache anschaut, ist das, was ihr macht, eine Ablenkung von der Sache, die wirklich ist. Es ist so. Ihr seid die am Laufmeter auf alles hineingehen. Und dann denken, ihr seid die Besten, ihr seid die Stärksten. Ja, habe ich auch schon gedacht. Ist mir auch passiert. Ist nichts Schlimmes, ist menschlich. Ist menschlich. Was nicht mehr menschlich ist, wenn man es dann mal gesehen hat, dann das gleich anders machen. Anstatt sich dann zu widmen, wo wirklich das Dringlichste ist. Und was ist das Dringlichste? Es ist nicht die Pandemie hier im Land. Das ist nur ein Werkzeug, das es brauchen für etwas viel, viel Grösseres. Und das sind die sagen, wir können jetzt Menschen wie Tiere manipulieren. In die DNA eingreifen. Deine DNA gehört nicht mehr dir. Du gehörst selber nicht mehr dir. Das wird jetzt eingerichtet. Nichts anderes, überhaupt nicht anders. Und alle die überleben, nicht leben, überleben, die sind's dann, die RFID-Monster, wo man kann triggern, dass die es noch nicht haben, ziemlich schnell irgendwie fortgehen, weggehen, ableben, vielleicht. Was da mit dem Great Reset, das ist immerhin in dem klitzekleinen, winzigen Ländli, wo man Schweiz nennt, passiert. Und passiert immer wieder. Dass man da die grössten Monster einladet für den Kongress, für den Monsterkongress, kann man auch so sagen, weil das sind keine Menschen mehr, das sind abartige... Ja, ich kann den Begriff Reptos dann irgendwo in so einer Art verstehen. Ist doch einfach unglaublich, was mir da zulässt. Also nach meiner Sicht ist die Zeit schon lange da, dass man da einige Menschen, die sich so entwickelt haben zu Unmenschen, nicht nur einsperrt, sondern man muss sie wahrscheinlich wirklich anders wegbringen. Weil die ändert sich nie, aber gar nie.
die sind immer bestrebt, und wenn man es dann würde einsperren, so oder so, noch mehr, immer bestrebt, uns zu unterjochen und zu unterdrücken und zu reduzieren nach ihren Vorstellungen. Ja, es findet immer noch ganz einen Haufen Menschen, 2/3 würde ich mal behaupten, in diesem Land sind es immer noch, wo da gar nichts merken, dass da so etwas läuft, obwohl es eigentlich schon öffentlich ist. Ja. Das könnte man doch einmal einfach in Betracht ziehen. Ein Ende mit Schrecken ist vielleicht ein bisschen besser als ein Schrecken ohne Ende. Also man einfach mal überlegen, einmal durchspüren und fühlen. Einfach mal da sein. Und einmal denken, was passiert, wenn man wirklich die Organisation, die da jetzt das Ruder übernommen hat, also die haben alles an sich gerissen. Alles. Und natürlich gibt es jetzt eine Macht, die dagegen schafft. Und ob die Macht, die dagegen schafft, nicht auch ein Finden ist von denen, die das erschafft, das wissen wir nicht einmal bis jetzt. Also wirklich schlüssig kann man das noch nicht nennen. Also in jedem Fall noch nicht. Und ich weiss jetzt einige Dinge. Ich bin in diesen Sachen wirklich in die Tiefe gegangen in den letzten 20 Jahren. Es hat niemand hören. Auch im Widerstand hat man mich dauernd weggedrückt. Komm, macht euch einfach nichts vor. Wir sind alles Menschen und wir werden alle enttäuscht. Und ja, die Gabe der Menschen ist, dass man denen einfach nicht zulässt, die etwas zu sagen haben, die wirklich knüdeln sind und forschen sind und etwas erleben haben müssen, was nicht unbedingt so immer gut war. Die lässt man dann einfach an, die stellt man in Ecken, oder? Die sind dann irgendwann einfach mal ausgelutscht, ausgelaugt, kaputt. Braucht man nicht mehr. So ist der Mensch. Das ist es eben. Ich mache mir keine Illusionen mehr, überhaupt nicht. Ich weiss, wo ich stehe. Ich weiss, dass ich nichts habe. Mir kann ein Klaus Schwab kommen, wenn er will. Du wirst 2030 nichts mehr besitzen. Das habe ich ja schon seit 30 Jahren nicht. Hat nie jemand gekümmert. Da. Und dann kommen sie aber, ja, da haben wir ja wirklich Sozialleistungen, Sozialamt. Ja, dann gang doch mal aufs Sozialamt. Mach ich nicht. Ich habe eine kleine Rente, eine winzige. Wirklich eine Minimalrente. Das habe ich. Und nein, ich gehe nicht aufs Sozialamt. Um nachher nachzuhören, was für ein Sozialschmarotzer das man dann ist, wenn man aufs Sozialamt geht, wenn man nichts hat. Nein, brauche ich nicht. Ich sehe es rundum. Krank. Wir haben ein soziales System, das nicht mehr sozial arbeitet. Wir haben eine soziale Gesellschaft, die nicht mehr soziale Gesellschaft ist. So ist es. Von sozial ist da nichts mehr um. Sozialistisch, das ist es. Und das sind zwei ganz, ganz andere Schuhe. Das ist es eben. Wir sollten wirklich langsam in die Wachphase kommen. Das ist dringlich. Und ich sollte euch mit den Menschen verbinden, die ein bisschen etwas wissen. Und wissen tut man aus Erfahrungen. Und nicht, weil man bei der ETH war. Dann hat man theoretisches Wissen, aber eben nicht praktisches. Ja, Verschwörungstheorien sind in den letzten 2 Jahren also wirklich sehr rasant an die Oberfläche gekommen und haben sich bewahrheitet als Praxis. Das können wir sagen. Ich habe schon fast ein bisschen etwas wie Stolz in mir rein, weil du kommst Jahre, also jahrzehntelang kommst du auf die Grinde über, wirst ausgelacht, wirst weggeschoben, wieder alles genommen.
Ja, weil du ihnen halt einfach nicht passst. Weil du einfach nicht zu dem bist, wo so ihr Konzept passt. Tja, vielleicht, ja, findet man mich dann irgendwann mal im Wesacktal, in einer Höhle, im Schneidensitz. Und schnaufen ganz langsam. Ja, könnt ihr an mich denken. Ihr da draussen, ihr müsst euch keine Vorwürfe machen, weil ihr könnt euch bewusst sein, es sind alle enttäuscht worden. Alle. Auch die dran sind am Recherchieren, auch die sind dauernd immer enttäuscht worden. Das ist menschlich. Geht da drüber, müsst ihr überhaupt nicht denken dabei. Und geht jetzt wirklich in die Wahrheit, in die Wirklichkeit. Erdet euch und löset euch einfach einmal von diesen huren iPhones und von dieser Glotze, von diesen Lügenmedien. Kommt mal auf den Boden und denkt wieder selber. Ich bitte euch, auch im Widerstand. Ich bitte euch wirklich von Herzen. Danke, dass ihr da seid. Hey Welt, guten Tag. Ich habe heute das Bedürfnis, das einfach rauszubringen. Ich habe wirklich ein Mitteilungsbedürfnis für das, was da jetzt bei mir passiert ist. Ich habe meinen linken Fuß heute das erste Mal gelupft. Der Heber, der Fußheber, hat den Fuß einen ganzen Zentimeter gelupft. Wie ist es zu dem gekommen? Ja, natürlich, es ist immer alles, oder? Alles, was man weglässt, nehme ich Pharma, und alles, was man zulässt. Ich habe zulassen, habe ich ganz eine feine Physiotherapie, und jetzt geht es noch weiter, die ist jetzt fertig, und jetzt geht es noch weiter mit einer neuen Therapie, mit einer Elektrotherapie, und ich habe für mich selber Collodial, Magnesium, Silizium und Gold genommen. Und zwar in einer sehr, sehr hohen Potenz. Das heisst nicht, dass ich das jetzt allen empfehlen kann. Es braucht schon ein bisschen Wissen, es braucht ein bisschen das Flair, auch mit diesen Sachen ein bisschen umzugehen. Mir ist es gelungen, dass meine Nerven wieder Signale bekommen. Und dann habe ich letzte Woche Besuch bekommen aus Süditalien vom Dr. GFM, grausame Foltermethode oder gesunde Foltermethode. Und der hat mich behandelt mit einer sehr starken, also enorm starken Art von Akupressur. Und das hat auch noch seinen Teil dazu getan. Ich denke, es ist ein Freudentag heute, am 15. März. Ist mit Schmerz der März. Doch, es geht für Ski. Und ich zeige der Welt wieder einmal, wie es kann gehen. Wenn die anderen sagen, geht nicht. Schönen Tag.